Samstag 7 Uhr morgens und 0 Grad in Grass bei Eying. Eigentlich könnte der Landschaftsgärtner Roman Hackl heute ausschlafen, aber seine Mission, der achtlos weggeworfene Müll, treibt ihn aufs Radl. Roman, was ist jetzt heute die Herausforderung? 60 Kilometer Straßenrand und um die 90 Bierflaschen. Das wird die Herausforderung sein, wo ich am Abend nach Hause bringen will. Mit seinem Elektrofahrrad ist er jedes Wochenende und im Urlaub hier unterwegs. Genau 6000 Kilometer ist der Müllradler, so nennt er sich selbst, letztes Jahr gefahren. Und das vor allem in einem 20 Kilometer Umkreis von seiner Heimat Eying. Die erste Flasche. Der Sammeltag fängt gut an. Wie hast du jetzt die gesehen? Ja, das geht mit dem geübten Auge, sieht man das ganz gut. Das übt man mit der Zeit, das Fahrradfahren und das Sehen. Und das geht dann, das sieht man oft schon aus 20, 30 Meter sieht man die Sachen so. Bei vielen Sachen kann man sich schon mal überlegen, wie das Zeug da hinkommt. Weil normal ist das nicht. Also das fliegt halt aus dem Auto raus. Was denkst du über solche Leute? Ja, dass eigentlich das nicht in Ordnung ist. Mehr kann man eigentlich da nicht sagen, weil es eigentlich Blödheit ist. Also Dummheit, Blödheit. Weil die Flaschen geht kaputt. Wir sind hier im Wald. Da treten Tiere rein. Und das ist eigentlich auch für Tiere nicht gut. So wie Schwammerlsucher hat auch Roman seine festen Stellen. Findest du da öfters was an dem Platz? Ja, da liegen jede Woche irgendwelche Flaschen drin. Bierflaschen, Dosen. Und in den letzten Jahren auch so Jägermeisterflaschen. Also hier an dem Eck habe ich bestimmt die letzten 3 Jahre um die 400 Jägermeisterflaschen rausgetan. Und einmal habe ich sogar ein Foto gemacht. Und da waren 7 Stück auf einem Foto drum. Glasflaschen, Dosen, Papiertaschentücher, Mundschutz, Baumüll und Elektroschrott. Das alles findet Roman am Straßenrand. Und zwar massenweise. Die Müllproblematik nimmt man nicht für ernst. Wir sehen zwar im Meer, dass es da große Plastikgebiete gibt, wo wir wahnsinnig entrüstet sind. Aber dass eigentlich das Meer vor der Haustür anfängt, das sieht kaum einer. Viele haben ein sauberes Grundstück, aber wenn der Müll gegenüber im Straßenrand liegt, dann geht es einem nichts an. Dann lässt man liegen, weil es ist ja nicht mein Müll. Ich frage mich, wie sowas hierher kommt. Ein Corona-Test. Sowas findest du einfach am Straßenrand. Und wieder ein Treffer, eine Bierflasche. 3000 solcher Flaschen hat Roman Hackl allein im letzten Jahr gefunden. Der alte Humus muss raus, die Schnecken müssen raus, die Mäuse müssen raus. Und die, wo ja, leider schon verfault sind, die müssen dann schon ausgeschüttelt werden. Vor allem ist es dann nicht so angenehm, wenn ich das Zeug dann in der Tasche habe und dann läuft es aus. Das ist widerlich. Warum fotografierst du jetzt Müll? Ja, das sind Bierflaschen und die finde ich eigentlich ganz interessant, weil man die ganzen Brauereien ein bisschen kennenlernt. Und ich glaube, ich habe bestimmt schon 50, 60 Bilder von verschiedenen Bierflaschen da. Regelmäßig stellt Roman Fotos von seinen Trophäen auf Social Media. Der Austausch mit Gleichgesinnten streichelt seine Seele. Denn oft muss er sich auch Vorwürfe wie Spinner, Grüner oder Veganer anhören. Doch er will, wie hier in der Mangfall, die Landschaft nur von Müll befreien. Wahrlich eine Sisyphos-Arbeit. Manche Fundstücke benutzt er im eigenen Haushalt, aber das meiste bringt er zum Wertstoffhof. Nur bei den Bierflaschen führt er akribisch Buch. Durchschnittlich 90 Flaschen pro Wochenende muss er finden, damit er am Ende des Jahres sein Ziel erreicht. 3200 Flaschen, deren Pfandwert er immer für einen guten Zweck spendet. Dabei könnte er das Geld eigentlich selber brauchen. Bis zu 300 € zahlt er im Monat für die vielen Fahrradreparaturen und das angemietete Lager, in dem er vieles sammelt. Vor 2 Jahren habe ich einen Computer gefunden, alles komplett funktioniert. Und viele, viele Dosen, eine Kiste, Tonne, Schirme. Massenhaft Handschuhe, aber die kostet nicht hernehmen, sondern die werden halt weggeschmissen. Eine Bayernmütze
Habe ich auch schon gefunden. Die habe ich irgendwo dann verloren. Als 60er habe ich die dann verloren, ja. Früher hat Roman Hackel Briefmarken, Autogrammkarten und Filmprogramme gesammelt. Heute freut er sich über wachsende Flaschenberge, Kronkorken und Autofelgen vom Straßenrand. Jedes Fundstück ist für ihn wertvoll. Mit einer selbstgebauten Pumpe macht er sogar zerquetschte Plastikflaschen wieder fit für den Pfandautomat. Das ist eben diese Sammlerleidenschaft. Man will ja was finden. Und man ist ja dann stolz drauf, dass man was gefunden hat. Und das ist ja das, was mir beim Müllsammeln ja dann erleichtert, dass ich eigentlich was finden will, dass ich dann suche. Jetzt im März, wo weder hoher Schnee noch hohes Gras den Müll verdecken, sind ideale Verhältnisse für den Sammler. Wo es recht schlimm ist, dann eigentlich oft schlimm ist, dann eigentlich gerade so Plätze, wo sich viele Menschen aufhalten, wie an Supermärkten oder sowas. Da schaut es oft außenrum ziemlich schlimm aus. Viele Glasflaschen, kleinere Dosen, Kaffeebecher, die wo halt im Supermarkt dann irgendwo bei der Bäckerei gekauft werden. Zigarettenschachteln, Masken, jetzt so in der heutigen Zeit Masken sind es viele, die wo rumliegen. Also alles Mögliche. Weder Regen noch starker Wind können Roman Hackel abhalten. Auch nicht die Autofahrer, die ihn manchmal als Verkehrshindernis beschimpfen. Er ist nicht immer gern gesehen, auch nicht auf den Wertstoffhöfen, weil er kostenlos Restmüll entsorgen will, der sonst gebührenpflichtig wäre. Grüß euch, servus. Kennt mir ja mittlerweile einen Hausmüll tun wir in den Container und ein bisschen einen Schlauch habe ich dabei und eine Plastiktonne. Ja. Hier auf dem Wertstoffhof Glonn ist er dank der Unterstützung durch die Gemeinde willkommen und kann das Gefundene da entsorgen, wo es eigentlich hingehört. Was er auf seinen Touren so findet, hat er auch in seinem Fotobuch dokumentiert. Habe ich dir eigentlich schon mal in meinem Buch gezeigt. Das habe ich gemacht und das unterstützt mich mit dem Fall rum. Das zeigt ein bisschen, wie es um einen ausschaut und was da alles rumliegt. Autoreifen. Autoreifen. Das nehmen eigentlich die Werkstätten zurück. Es ist schwer. Das ist erstmal zum Sehen, dass die Leute das anscheinend so wurscht ist. Einfach die Menge auch, was dahergeht. Das ist wirklich krass. Ein erfolgreicher Vormittag. Bis auf die Bierflaschen. Nur 20 hat er gefunden. Das ist weit unter dem Tageslimit. Da muss er heute noch fest strampeln. So, fertig. Jetzt geht's auf die nächsten 20 Kilometer. So schnell geht es auf dem Wertstoffhof. Ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, irgendwas unterlassen zu haben, was in meinen Möglichkeiten ist. Und das ist eine Möglichkeit, etwas für die Natur zu tun. Dass ich einfach sage, ich setze mich auf mein Fahrrad und fahre los.